Unglücke auf See gehören zur ostfriesischen Geschichte ebenso wie Deichbau, Tee, Ölzeug und der ostfriesische Eigensinn. Der Ostfriese, wenn man ihn gefragt hätte, hätte zunächst einmal geantwortet, er wäre Emder, Leraner oder aus dem Brokmerland oder aus dem Emsiger Land. Und erst im zweiten Schritt hätte er sich als Ostfriese bezeichnet. Er hätte sich ganz gewiss nicht als Deutscher bezeichnet. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn es Klotschießer-Wettkämpfe zwischen Ostfriesland und Oldenburg gab und Ostfriesland verloren hatte, in Ostfriesland hieß, wer hat gewonnen? Die Deutschen. Das hieß also, die Oldenburger hätten gewonnen. Erzählt worden ist mir auch in Interviews mit Flüchtlingen, die in Ostfriesland Aufnahme gefunden haben, dass es hieß, wenn ein Ostfriese ein Flüchtlingsmädchen geheiratet hat, er hätte eine Deutsche heiratet. Die Friesen sind natürlich durch ihr Land geprägt, weil es ihr eigenes Land ist seit frühester Zeit. Ein Land, was sie nicht zu lehen bekommen haben, was sie selber bewirtschaftet haben. Geografisch lässt es sich abgrenzen, einmal durch die Nordsee im Norden, durch Ems und Dollard im Westen und im Osten durch den Jadebusen. Davor gegliedert an der Nordseeküste direkt noch die ostfriesischen Inseln. Im Süden wird es abgegrenzt durch eine Kette von Mooren, die bis ins 19. Jahrhundert schwer zu durchdringen waren. Also im Osten Ostfrieslands gab es das Jeverland, das bis 1575 zum Einflussbereich Ostfrieslands gehörte. Dann haben der Vater Ennos II. Und der Vater von Fräulein Maria von Jever eine Ehe zwischen den beiden Kindern vereinbart. Enno II. Hat sich aber an die Abmachung nicht gehalten und Fräulein Maria von Jever hat dann aus verschmähter Liebe ihr Land den Oldenburger Grafen geschenkt. Man kann ja schon am Wortstamm Ostfriesland erkennen, wenn es ein Ostfriesland gibt, mag es auch ein Westfriesland geben. Das ist für die meisten von uns heute schon in Vergessenheit geraten. Die Westfriesen in den Niederlanden sind natürlich immer dabei mitzudenken. Also